Es geht weiter, stets heiter. Bei Fire Emblem Engage haben wir noch viel zu tun, Freunde. Zwar nicht mal das Angeln haben wir bereits gemacht und das Wühlmannreiten haben wir gesehen, geht auch noch nicht in die nächste Runde. Sprich, wir gehen mal in die Arena. Und dann will ich in der Folge vor allem noch ein bisschen entwickeln und der Rest, naja, Gespräche halt. So, warte mal, ganz kurz gucken. Ich wollte vor allem... Was wollte ich jetzt? Okay, Hortensia, stimmt, das macht sowieso keinen Sinn. Louis Alfred ist auch gut. Timera, Bougereau, genau, vor allem Bougereau zuerst mal. Ich will nach mit dem Zweitsiegel, will ich ihn ja dann zum Krieger machen. Dazu braucht aber zuerst mal noch die Bogenfertigkeiten. Schmetterschlag plus. Ja, wenn der schmettert, dann schmettert's. Das war's mit Bougereau. Diamant, Citrin. Ich glaube, die restlichen beiden gebe ich mal an Marin und Fogado, weil Sidal wird eh trainiert. Automatisch, wenn er tanzt und sonst seltsame Dinge macht in seinem Körper. Wie zu einem Drachen zu werden zum Beispiel. Oh, come on. Das ist aber nicht dein Ernst. ソルム王国第一王子フォガートさ。こうして相対するのも運命だよ。Gleichfalls. 君の勝利を称えよう。いい時間をくれてありがとう。 Oh, wir haben nur so einen Scheißbecher haben. Okay, Emblem-Training, ja, brauchen wir mit Bougereau. Und zwar bei, muss man ganz kurz gucken, mit Lyn sind wir, warte mal, was hat der jetzt für ein... Oh, ich sehe jetzt gar nicht, was er einen Ring hat. Nee, ich habe einen Ring von Hetto gegeben, okay. Dann trotzdem Emblem, Engage. Also ich kann natürlich mal ganz kurz mit Lyn mal. Stufe 5, mir geht's vor allem Erika. Kritisches Ausweichen, Behutsamkeit. Lanzenfertigkeit, Schwertfertigkeit. Nee, das sind Dinge, die Bougereau nicht braucht. Zumindest aktuell jetzt nicht. Fertigkeiten hat er ja... die Schwertfertigkeit, die Axtfertigkeit, die braucht Bougereau auch nicht. Bogenfertigkeit Level 8 bei ihr. Also braucht er viele Punkte. Hat Lyn nicht auch welche? Ich meine, ganz ehrlich, wenn die nicht Bogen hat, wer dann? Ah, auf Level 6 geht doch. Kann man da mit Lyn? Er hat so eine scheiß Trefferquote, wenn er zuschlägt, ein Halleluja. Wahre Worte, Lyni, wahre Worte. Fähigkeitenerbe, sehr schön. So, jetzt will ich eben mit ihm, beziehungsweise ihm mit ihr, so muss man sagen, gerne auf Level 6. Überleg gerade. Das Manikatia, der kann ich halt auch nur nutzen, wenn ich halt mit dir engaged bin. Aber es ist ein Schwert, bringt mir sowieso nichts dann. Speed plus 3 wäre eigentlich auch mal geil. Will ich dafür so viele Punkte riskieren? 1200, die kriege ich nie wieder zurück. Das sind erstmal nur 300.
ってんよ。手加減はしないわ。花と散れ。次こそ負けないんだから。いい汗が流せた。Sehr gut. Hat er den Bogen gemeistert? Er hat den Bogen endlich mal raus. Sorry, musste sein. Bin ich immer dabei mit den ganzen Dingern. Mal gucken, muss mit Erika noch irgendwie mal ein bisschen was machen? Nee, eigentlich nicht, wahr? Meine Fähigkeiten sind mitunter ganz cool und so natürlich, aber auch so ein Windschwert, magisches Schwert. Nee, das ist eher etwas so für Merin Yunaka, für die Kombi, da könnte es durchaus was sein. Mit denen ist sowieso schon so verdammt hoch. Level her und so. Die Lichtkugel. Tendenziell eigentlich ganz cool. Mit Lucy bin ich auch eigentlich gut unterwegs. KW plus 7 ist eigentlich so, wenn ich sagen würde, boah, eigentlich schon geil. So. Egal. Vorerst reicht das. Fähigkeiten erben. Ich glaube, Bougeron, du musst das jetzt auch nicht unbedingt von ihr erben, oder? Stärke, Behendigkeit 3, wobei der nächste ist auf 3.500, das ist auch relativ viel. Schmetterschlag plus. Das heißt, es ist, was man unbedingt brauchen könnte, brauchen würde. Aber Ding will ich doch trotzdem gerne nehmen. Warte mal. Nein, nicht Michael. Also Bogen muss ich nicht erben, hat er schon drin, aber das können wir ganz kurz noch machen. So, dann ist weg. Dann wird's langsam spannend, Leute. Bougeron, oh nicht Bougeron. Individuelles Training gerührt, genau, Schmetterschlag, okay. Dann haben wir Stärke plus 2, Wendigkeit, okay, automatisch abgegradet, sehr schön. Linie. Ich finde eigentlich, ja, KP und Glück, Stärke, Wendigkeit, klar. KP Glück ist immer so eine Sache, aber ansonsten passt das schon. So, dann würde ich mal sagen, wir entwickeln weiter. Erst einmal Etienne, die es dringend verdient hat. Wir haben 2 Meistersiegel und 2 Zweitsiegel, reicht also. Und zwar gerne zur Scharfschützin. Aber mal zum Gucken. Weil ich glaube nicht, dass ich ihn weiterhin einsetzen werde. Einfach nur deswegen, weil ich halt sowieso keinen Platz für weitere Charaktere habe. Aber falls doch, wäre es trotzdem cool, wenn sie schon mal entwickelt wäre. Sie hat ja gute Werte, ich meine, vor allem die Stärke. Da ist die Alchris eigentlich überlegen, also vor allem bei mir. Ich weiß, es gibt andere, die mit Alchris irgendwie hier besser dastehen, aber ich muss sagen, du, sorry, aber vor allem die Stärke, da ist ja... Guckt das mal an. Sind beide entwickelt. Alchris ist sogar Level 4, nicht nur Level 3. Aber generell Macht nur 91. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat Alchris zu spät bekommen und nicht richtig trainiert und so. Vielleicht würde er auch deswegen sein Potenzial später ausschöpfen. Das kann ja alles sein. Und doch schon mal, weil zum Scharfschützen wird er sogar schwächer werden. Also irgendwie... Also verstehe mich nicht falsch, Alchris kann natürlich durchaus ganz toll sein und cool abgehen, aber glaube ich habe bei mir irgendwie Pech gehabt oder er kommt ja später oder so. Jade entwickeln zum General. Könnte man auch schon natürlich massig zulegen. Ja, so gepanzerte, ich meine, wir haben Louis zum einen. Ich weiß, ich habe gesagt, wohl 2 gepanzerte gerne haben. Und andere, die auch gut tanken können. Wie zum Beispiel auch Timira. Die gute kann auch gut in der Defense tanken. Der gute Alfred ist auch nicht schlecht unterwegs, was das betrifft. Auch Ivy macht da einen guten Job. Das heißt, ich würde uns aktuell jetzt das Meistersiegel lieber ihr geben. Um zu gucken.
Was sie vielleicht so drauf hat, ich denke vor allem in Kombination mit Byleth dann. Weil die hat schon Speed. Und Geschwindigkeit, mein lieber Herr Gesangsverein. Resistenz meine natürlich. Nachher ist halt die Frage von den Fliegern her. Vielleicht könnte es sein, dass ich Chloe nach hinten anstecken muss, weil Chloe kann Lanzen und Stäbe einsetzen. Ist natürlich schön, aber wir haben schon so viele Lanzentypen im Team bei uns. Und Stäbe, sie kann auch keine Rang S-Stäbe nutzen, was sie hier, was Hortensia könnte. Und ich glaube, sie könnte besser sein, schlussendlich. Wäre es normal entwickeln, weil es ist nur noch ein einziges Level, also kann nicht schon machen. Perfekto. Ja, ich glaube, das sind gute Werte. Da kann man so machen. Nebenbei Chloe müssen wir ein bisschen gucken dann. Das halt einen Vergleich ziehen. Bringt es überhaupt? Ja, nein. Das Stärke, meint sie schon Level 12 weit entwickelt. Stärke nur 16, muss wirklich halt also sagen, nur 16. Klar, sie hat Behendigkeit und Geschwindigkeit, okay. Defense wird nicht so beeindruckend. Magie, ja, wegen Feuerlanze die Hoffnung, aber da kommt Alfred dann auch hinten angeschissen. Und natürlich Timera dann. Ja, ein bisschen vom Wachstum ab, muss man also sagen. So, Boucheron. Klassenwechsel. Warum bei dir? Zum erfahrenen Scharfschützen. Natürlich zum Bogenritter. Mit der Axt halt. Also quasi wie Fogado, aber nicht noch eine berittene Einheit. Ihr habt da schon eigentlich schon ein paar. Zielsicher bei ihm eigentlich richtig geil. Ihn sieht ja in den Kampf und davor bewegt zu haben. Das Problem ist, mit der Fähigkeit habe ich ein Problem. Vor allem bei einer berittenen Einheit. Also ihr könnt niemals irgendwie zum Gegner hingehen, ihr müsst immer aus dem Stand rausschießen. Initiiert heißt, es geht auch nicht, wenn der Gegner angreift. Das finde ich irgendwie eine doofe Fähigkeit. Gnadenlos. Die eine für Gegner mit dem Statusbruch plus 50% Schaden zu. Das ist heftig. Er droppt ein bisschen die KP. Ganz leicht die Stärke, der Rest geht hoch. Und er könnte jetzt eben auch Bögen verwenden. Jetzt auch keine S-Äxte mehr. Ich muss mal gucken, ob wir wirklich so viele S-Äxten nachher auch haben. Zur Not vielleicht sogar sagen, okay, cool, Boucheron, dann muss ich halt wieder zurückstufen. Ein Zweiziegel habe ich ja, ist nicht so das Problem. Rittmeiser-Beritten, ja, wäre ein bisschen mobiler, aber viel mehr bringt es mir jetzt auch nicht. Ein Axtritter. Axtgeneral ist das, was eigentlich Jade ist. Ja, ein paar Werte gehen hoch, klar. Ein paar andere gehen runter. Ja, als gepanzerter General mit einer Axt. Könnte vielleicht klappen, aber ich glaube trotzdem, wir versuchen es erstmal so mit einem Krieger. Überlegt, welche unserer Charaktere eigentlich alles so mit Rang S Waffen umgehen können. Ein Rang S Stab könnte schon nützlich sein.
trotzdem manchmal überrascht, dass wir halt irgendwie Charaktere haben, die erfahren, also bereits weiterentwickelt sind, aber trotzdem keine S-Waffe haben, wie zum Beispiel Alfred. Weil es Lanze nicht Rang S. Warum? Verstehe ich nicht. So, da heißt bei dir nachher, Kumpel, müssen wir mal gucken. Wie wir dort mit dem Ding umgehen, wa? Mit dem Bögen. Einen Hammer kannst du dir eigentlich nachher schenken, wenn du das Wolfbeil hast von Hector. Tomahawk eigentlich auch, wenn er natürlich mächtig ist, aber wenn du natürlich nachher Pfeil und Bogen nutzen kannst. Mit dem vermutlich besser triffst sogar. Ja, wir gucken mal später. Zentraler Platz. Haben wir noch etwas zum... Ja, weiß nicht. Kaufen, verkaufen, schmieden. Klar, ja, ein paar Dinge, die ich schmieden oder gravieren könnte. Was kostet da Geld? Das müssen wir erstmal ein bisschen farmen. Ich glaube, viel Kohle haben wir nicht mehr, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Hat irgendwie so ein paar Spezialwaffen, sag ich jetzt mal. Wie zum Beispiel, wenn wir es gerade vorhin vom Thema Bogen hatten, den Sonnenbogen von ihm. Sonnenbogen plus 5, ja, 5 mal mehr Stärke und 10 bessere Genauigkeit. Aber ich glaube, einmal reicht schon fürs Erste. Nur schon mal damit auch die Trefferquote steigt. Ich habe von all den Materialien eigentlich relativ viel, wa? Kann man so machen. Ich glaube, die lohnt sich noch nicht, weil man noch nicht weiß, ob da noch stärkere Versionen von kommen. Genauso mit den Silberdolchen. Die vielleicht mal upgraden zu irgendwas ganz Neuem. Wäre mal eine Option. Die dritte Stufe, kann man die auch upgraden? Ja, geht hier auch. Die Frage ist zu was? Den hier, den hier? C und B. Beides für mich unbekannt. Lustig. Warte mal, die vierte Stufe kann ich zu welchem Ding machen? Oh, Rang A plötzlich, ja super. Also nicht die vierte Stufe plötzlich. Ach, grade die dritte Stufe. So wird die dritte Stufe zur vierten Stufe upgraden, wa? Und das werden wohl die Dings. Die Abwehrhaltung. Ja, genau, okay. Also habe ich noch eine vierte Stufe. Ups, falsch upgradet, egal. Wenn ich den jetzt entwickle, wieder zur fünften Stufe oder was? Donnerfausen, was ist denn das? Ja, interessant, kann man natürlich trotzdem mal testen. Ja, aber sonst halt, ja, klar, Meisterachsen sind natürlich cool, wenn man ihn weiter upgraden könnte. Ist recht schnell nochmal teuer war, obwohl Andung natürlich hier. Das ist nicht viel und trotzdem haut sie richtig rein. Ja, wir haben da Kanax, ist irgendwie nur ein Punkt besser. Der ist natürlich relativ teuer. Sieht dann hier unten aus. Okay, die Speere kann man bis plus 5 und so machen. Jetzt haben wir ein paar Speere. Kann man mal austauschen eigentlich.
Der Minusgewicht, der ist natürlich für ihn natürlich sehr, sehr gut, da er sowieso ein bisschen lahmarschig unterwegs ist. またお待ちしてます。 So, verwalten, Items tauschen mit Sidal. Ich hätte gerne eine Donnerfaust. Dankeschön. Verwalten, so, ich hätte da gerne... Ich kann sie gar nicht nutzen, weil ich nur Rang B bin. Entschuldigung, Sidal, mein Fehler. Aber das heißt ja eigentlich dann, dass bei Michael hier mit den Dingern hier eigentlich ein bisschen... Naja, sagen wir, wie es ist. Das ist ja eigentlich ein bisschen doof, was ich hier treibe. Mit Fäusten angreifen ist sowieso nur... Die Frage natürlich, ob ich die Dinger, die Waffen auch so upgraden kann, dass es nach die Waffenstufe sinkt. Irgendwie auch cool. Ich bezweifle zwar, es geht, aber cool wär's. Müssen wir ehrlich sein. Okay. Ja, Donnerfaust steht mir eigentlich ganz gut. Silber, Silber, Donnerschnitter. Meister, Silber, Stilett, Orkan. Fogadusan. Ivy, Ivy. Was mache ich mit der Ivy? Du hast noch ein bisschen Andung. Und einen Wurmtöter, den wir das wahrscheinlich mehr brauchen. Also mal ein geliebtes Silberschwert zur Hand nehmen. Bougeron. Ja, eben, ich meine, wenn er Meisteraxt hat, warum soll er überhaupt noch einen Silberaxt verwenden? Ne? Das ist eigentlich auch immer so eine Frage. Hammer einfach halt so, wenn er sonst gar nicht angreifen kann. Okay, aber jetzt eben kann er ja auch ganz tolle Bögen nutzen. Zum Beispiel einen geilen Langbogen. Also, ob es für ihn noch ein Meisterbogen noch cool wäre. Ich glaube schon. Ja, nimmst du sowas noch mit? So ein Tomahawk generell schon cool, aber jetzt eben bis dann ein bisschen in Bredouille. Weil du auch Bögen nutzen kannst. Und Hammer und so, oder Stabaxt. Generell eben, wie bereits erwähnt, immer cool. Aber wenn man sowieso auf etwas wie Wolfball Zugriff hat, naja, kann man sich das wirklich hinterfragen. Hier mit den ganzen Lanzen, wa? Und da ist ein Großlanze. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Krass, die ganzen Waffen haben einen Speed droppen, trotz allem. Alfred, mein guter Alfredo. Du kannst natürlich den mal tauschen. Wir haben so viele Speere, also gönn dir. Hier dasselbe, auch sie. Wozu das Ganze noch? Geld verkaufen könnte man, braucht man aber nicht. Okay, ansonsten passt soweit. Jetzt habe ich hier halt den Bogen geklaut. Mein Gott, sie wird es überleben. Ich muss erstmal gucken, was ich mit ihr noch mache. Ob und wie ich sie jetzt künftig noch nutzen werde. Hortensia!
Stäbe, Stäbe und nochmal Stäbe. Den weg und dafür einen anderen hier noch einen Positivstab mit. So. Noch ganz kurz gucken. Citrin hat ja Byleth dabei. Genau, genau. Dann wollte ich einen noch ändern. Also demnächst halt. So. Und jetzt kommt der, sag jetzt mal, nervige Teil, Freunde. Wir haben Gespräche. Ich würde sagen, viel Spaß und Film ab. すみません。折り入って神竜様にお伺いしたいことがあるのですが。私に聞きたいこと？大丈夫ですよ。そんなに緊張せずに何でも聞いてください。本当ですか？ありがとうございます。もし断られたらって不安だったんです。僕珍獣に興味があって、特に竜族が大好きなんです。私が珍獣？中でも神竜様は世界で一人きり唯一無二の貴重な存在です。そんな神竜様の生態について今日は話を聞かせていただきたいのです。珍獣？どうしたのですか？いえ、何でもありません。質問をどうぞ。では早速、神竜様の一日の行動を教えてください。朝起こしてもらって朝食を食べて、お昼までは基礎鍛錬で体力づくりですね。他の人たちとあまり変わらないのですが、これでいいのですか？とても参考になります。基本行動は他の人と変わりなしと。何でしょう、その紙は。どうして私の発言を書き留めているのですか？いつの日か神竜様のことをまとめた図鑑を作りたいと思っているんです。図鑑？そんな恥ずかしいです。恥じることなどありません。神竜様のことは後世に伝えるべきですから。そうですか。どうしたのメリン、ぼーっとしちゃって。これは我が姫、失礼した。少し考え事をしていてね。考え事？姫と出会った時のことを思い出していたんだ。家督を継ぎたくないって家出してた時のこと？うん、そうだよ。幼い頃から騎士になりたいと思っていたのに、僕は次期村長になることが決まっていた。その理不尽さに嫌気がさし、村を飛び出した時の話だ。メリンは昔からおてんばだったのね。いや、僕なんかおてんばのうちに入らないさ。僕が村を飛び出し、行くあてもなく放浪を続けて、そんな時だよ。狼に乗った本物のおてんばに出会ったのは。私のことかな？野党の集団をたった一人で相手していたね。おてんばという表現は控えめかもしれない。そこにメリンが加勢してくれたんだよね。忘れられない出会いだよ。僕もさ、あの時姫に出会っていなかったら僕はここにいない。Zum Teil war schon ein bisschen tiefgründige Gespräche hier, wa? Gucken, die haben wir noch gerade 2 Stück noch. Ah, komm. 一人ニカのおかげで貴族連中からの書簡に追われることもなくなった。いろいろとすまなかったな。いいえ、王子が進化に謝らないで。ディアマンド様。ディアマンド様だと？どうした？いつもは呼び捨てではないか。どうもしていません。それではこれから用事がありますので。ちょっと待ってくれ。シトリニカ、様子がおかしいぞ。私の立場も分かってください。どういうことだ？
次期国王になる方が貴族の私と親しくしていたらどう思われるかわかりますか？私たちは長い付き合いで兄弟みたいなものだ。ごくごく自然なことではないか。私の家が王族と結託してよからぬことを考えているのではないかと噂されているのですよ。この前の貴族たちへの対応が尺に触ったのです。だからこれからは少し距離を置かせてください。そんなことが私の想像以上にシトリニカには迷惑をかけていたようだな。別にそんなことは。シトリニカに任せきりにした私の責任だ。貴族連中の誤解は私が解こう。何を言っているのですか？そんなことをしたら余計に話がややこしくなってしまいます。ダメだ。他人行儀なシトリニカなど私の知っているシトリニカではないからな。分かったわ。今まで通り普通に接するからことを荒立てないでちょうだい。これからは気をつける。まったくお願いだからね。ああ、約束だ。私たちは兄弟のようなものだからな。Krass, sie sind verwandt miteinander. Also so waren meine ich halt. 歴史の本を眺めて、ディアマンド王子、変な姿を見せてしまってすみま別に気にする必要はない。せん。森人のお仕事でミスをしてしまってバンドレさんに怒られてしまったんです。フランはもっと他国のことを勉強して教養を身につけなさいって。それでバンドレに本を渡され、いやいや読んでいるというわけだな。歴史の本って戦争や領土争いの話ばかりで全然面白くないんです。どうしてみんな喧嘩ばかりしてるんだろう。もっと仲良くすればいいのに。邪竜と神竜の争いをはじめ、歴史が争いと共にあるのは事実だ。しかし歴史とはそれだけではない。ルミエル様は世界を見守り続け、私の先祖はブロディア王国を発展させた。歴史の中にはそういった話も含まれている。バンドレが歴史の本を渡したのは。そうなんでしょうか。人はそこまで愚かではない。本を読み進めればきっとそれがわかるはずだ。そうですね。途中で文句を言うのはよくありませんよね。現状に不安があるのだろうが、いつか私が平和の世界にしてみせる。ブロディア王国第一王子の私が言うのだから間違いない。ディアマンド王子、ブロディアの王子様が言うならそれほど心強いことはないですよね。そうだろ。大船に乗った気持ちでいればいい。なんだか歴史の勉強をするのが楽しみになっちゃいました。Mach das, Fram, mach das. So. Ja, es lichtet sich langsam. Bonet mit Chloe, Sidal, klar, dann sind es halt wirklich nur die einzelnen Gespräche, wa? Also quasi, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind noch 3 Gespräche, wa? Gut. Machen wir aber nicht mehr heute. Nee. Ich gehe mal, warte mal, Kapitel 17, zerstörte Ruhe. Doch, Ruhe. Wie das immer so aussieht. Ich meine, hier steht schwer Anfänger. Was ist ein schwerer Anfänger? Hä? Okay. Also, wir machen weiter. Wie schon das letzte Mal erwähnt, auch wenn es eigentlich die Story jetzt an quasi wie vorgibt, von wegen, ey, mach hier weiter mit der Story, will ich lieber noch andere Dinge machen. Soll heißen Sidequesten, aber auch DLCs, also die göttlichen Kapitel halt. So, mal gucken. Also eigentlich würde sie jetzt hier weitergehen. So, Flora Mühlstadt und ja, also offenbar wissen wir jetzt irgendwie Vale wieder. Also vermutlich das nächste Mal, wenn wir auf Vale treffen, wird es vermutlich die böse Version sein. Dann werden
werden vermutlich wieder jetzt hier alle 4 Bluthunde dabei sein. Also ich glaube, vor allem jetzt steht plötzlich erfahren Level 3. Ja, also hier geht es richtig zur Sache. Wenn wir das Kapitel machen, doch gerne das Spendenlevel noch ein bisschen hochtreiben. Sprich, wir brauchen noch mehr Kohle. Jetzt ist halt die Frage, Sidequests. Das Kapitel mit Corin oder machen wir das Kapitel mit Erika und Eifram oder aber sagen wir sogar, wisst ihr was, ich hole mir jetzt noch mehr Embleme. Und zwar in den göttlichen Kapiteln. Wir hätten ja noch 4 Stück offen, war. Also insgesamt bis zum aktuellen Zeitpunkt mit dem 3. DLC, wohlgemerkt, gibt es ja 6 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, genau. 6 DLC-Ringe. Also 6 Kapitel mit DLC-Ringen, natürlich mit dem Free-House-Ring wären 7, aber den haben wir ja schon. Drachentempel war Tiki, Hülsberserkers war Hector, haben wir. Heldenheiligtum, das müsste logischerweise dann Ding sein, aus Fire Emblem Heroes. Den wir doch gerne erst später machen. Dann haben wir hier Magma-Höhle. Der müsste eigentlich der sein, ich suche. Das andere von Untergrundpassage müsste aus Fate sein, sprich es ist ich kann es jetzt eigentlich sagen, weil es ist sowieso raus. Also hier Heroes müsste, glaube ich, Veronica heißt, glaube ich, müsste die sein. Magma-Höhle müsste aus Fire Emblem auch Radiance sein, und zwar der gute alte Soren. Untergrundpassage, wie bereits erwähnt, aus Fates, es müsste Camilla sein. Obwohl ich nicht verstehe, warum sie hier dabei ist. Ich meine, ja, hat eher alle in einen Ring gequetscht von der Familie, würde mehr Sinn machen, als nur eine rauszupicken. Altar des Schicksals. Na, wer könnte hier wohl sein, ne? Natürlich. Chrome und Michael, beziehungsweise natürlich da rein. Also, wir gehen in die Magma-Höhle. Und ich hoffe mal, dass wir hier auf Soren treffen. Der strahlende Stratege, ja, das ist Soren. すごく暑い場所ですね。ここに紋章師の腕輪が。あ、見つけた。青の参謀の腕輪だよ。ありがとうございます、チキ。早速権限しましょう。 Aber eigentlich müsste jetzt da rein, schrägstrich Robin rausspringen. Mein Stratege, wer war bei Fire Emblem Awakening der Stratege schlechthin? 測れ、旋風のエンブレム。 Und Ring frei für Soren! He's back, Leute! ついにこの日が。全く面倒ですね。私は神竜。あなたの助けを借りに来ました。僕はセネリオです。今助けとおっしゃいましたが、他を当たってください。僕が忠誠を尽くす相手はただ一人と決めています。そんな、私たちにはあなたの力が必要なんです。 Verzeihung, ich habe Eisring dabei. Kann er bitte mal kurz rauskommen und Hallo sagen? 無理やり従わせようとはしないんですね。僕の力が必要だというのなら、手段を選んでいる場合ではないのでは。確かにそうですね。でも私はそういうやり方はしたくないんです。わかりました。手を貸すに値する力を示すのならば考えることにします。本当ですか？このまま放っておいてくれと言っても、あなたのような人は引いてはくれなさそうですし。ありがとうございます。とても嬉しいです。紋章師セネリオ。僕は手を貸すかどうかを考えると言ったんです。って聞いていませんね。Da geht mir schon so richtig auf den Sack wie damals bei Power of Radiance. Natürlich war der Imba-Magier schlechthin, gar keine Frage, aber da ging mir zum Teil schon auf den Sack. Power of Radiance. Müssen wir eigentlich wieder mal spielen, so privat und so. Let's Play habe ich ja schon. Radiant Dawn wäre eigentlich mal was. Aber eigentlich, ich glaube, das nächste Fire Emblem
Es könnte sogar ein Ding werden, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht sogar Sacred Stones. Also momentan haben wir so irgendwie Sacred Stones, Awakening oder Radiant Dawn so im Hinterkopf. Egal. Position ändern. Ne, komm, jetzt was machen. Nächste Folge. Aber wir sind schon mal bei 40 Minuten. Ich sage an der Stelle Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Göttliches Kapitel, der strahlende Stratege. Natürlich wollen wir so in dem Team haben. Denn ich beabsichtige eigentlich, ihm nachher Citrin zu geben. Und den Ring von Citrin, also sprich Byleth, wird nachher an eine fliegende Einheit geben, wie ja, Hortensia zum Beispiel, was wirklich im Team sein sollte. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.